Nerede? Manong Yarche Hier sind wir heute von dem Sommerdharma, Mano Sommerdharma, am 4. Tag gelangt. Und es ist das 2. Jahr dieses Lehrens und möchte alle, die hier gekommen sind, zuzuhören, alle Lehrer, alle Mitglieder des Sangha und all die Leute, die über das Internet hier zuhören, herzlich willkommen heißen und wünsche, dass es euch gut geht. Ich möchte heute an dem fortfahren, was ich bereits andern Tags begonnen habe zu erklären. Das Hauptthema ist, was ist eigentlich die Gemeinschaft Sangha und wo kam sie her und was sind Klöster und was ist Vinaya und woher kommen diese Regeln, die darin enthalten sind. Diese Punkte möchte ich gerne heute besprechen. Und jetzt sind wir gerade dabei zu ergründen, woher diese Regeln des Vinaya kamen. Ich habe andern Tags ganz allgemein darüber gesprochen, was die Bedeutung ist und was hier der Ursprung ist. In diesem Zusammenhang könnte man sagen, eigentlich sind da die Regeln des Vinaya dem zu schreiben, dass es Leute gab, die diese Regeln nicht eingehalten haben. Das heißt, es gab Leute, die diese Regeln nicht eingehalten haben, und das bedeutet, es gibt einen Gelehrten des 19. oder 20. Jahrhunderts, seine Frau, die sehr gründlich war in ihrer Forschungsarbeit. Ihr Name war E.B. Horner. Was sie zu diesem Thema von Vinaya zu sagen hatte, war, dass ganz allgemein in Einklang mit den Vinaya-Unterweisungen innerhalb der Gruppe der Schüler des Buddha, der Bhikshus und der Bhikshunis, die sehr träge, faul, sorglos oder lüstern waren. Es gibt viele Geschichten darüber. Und sie haben sich gerne im Luxus ergangen und hatten großes Vergnügen. Einfach, sie haben Dinge getan, die ihnen viel Spaß machen und haben aber auch viel Streit und Unfrieden innerhalb der Gemeinschaft hervorgerufen. Und wenn wir in die Geschichte, über die Texte des Vinaya hineinschauen, sehen wir das ganz deutlich. Aber wenn wir da denken, dass wegen dieser Menschen innerhalb der Gemeinschaft, also solche, die Bhikshus und Bhikshunis, die eigentlich den gesamten Ruf schädigen für den gesamten Sangha waren, und das als unwürdig bezeichnen, hatten wir auch ein gewisses Missverständnis. Denn zu jener Zeit gab es auch Leute, die waren einfach von einem rauen Charakter und hatten schlechtes Verhalten. Das ist durchaus festgehalten in den Beschreibungen. Aber wenn man in den Beschreibungen dann sind all diese Regeln, die in den Texten enthalten, nur deshalb wegen dieser Leute, die eben etwas an sich haben zu Schulden kommen lassen. Wenn da nur Leute wären, die alles richtig machen von vornherein, hätten wir niemals irgendetwas aufgeschrieben bekommen. Da hätte es keine Vorfälle gegeben. Und es ist deshalb, weil es diese Vorfälle gab, dass die Leute darüber geredet haben, dass da viel Aufsehen erregt hat.
Und jetzt hören wir heute viel darüber, wie Leute, wie Menschen, wie Bhikshus und Bhikshunis sich nicht richtig verhalten. Und man kriegt den Eindruck, dass die alle so wären. Und das wäre unzutreffend oder unehrlich. Nur durch die Tatsache, und dann würde man all das ignorieren, was viele andere genau aufrichtige und ehrbar ihren Weg gegangen sind als Schüler des Buddha. Dann müsste man das völlig ignorieren. Es gab viele Bhikshus und Bhikshunis, die absolut edel in ihrem Charakter waren, gut in ihrem Verhalten. Und einige ihrer Dharma, Brüder und Schwestern haben sich halt nicht richtig betragen. Und das war für die anderen sehr schwer zu ertragen. Sie haben sich deswegen geschämt. Es war eine Beschämung und sie waren sehr unzufrieden mit dieser Situation und haben eben zu verstehen gegeben, dass sie darauf aufpassen, wenn Leute sich nicht gut verhalten. Und wir sehen nicht, wie viel Schwierigkeiten das für die sich wohlverhaltenden, guten Mitglieder des Sangha das damals bereitet hat, diese Vorfälle. Speziell die korrupte Art des Verhaltens, das könnte jederzeit passieren. Das gab es zu Zeiten des Buddha und auch später. Und immer wieder, auch bis auf den heutigen Tag, gibt es Leute, die sich so verhalten, die ein schlechtes Verhalten an den Tag legen. Wenn man aber von einer Historie, so haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, von der Seite wie die Regeln sind, aber wenn man aus der Geschichte eines Historikers das anschaut, dann müsste man sagen, vielen herzlichen Dank ihr dafür, die euch schlecht verhalten hat. Warum? Weil es ist wegen euch, dass wir in der Lage sind, jetzt hier dieses ganze Regelwerk des Vinaya überhaupt zu haben, weil jeder dieser Vorfälle eine Regel durch den Buddha hervorgerufen hat. Und das ist sozusagen ein Juwel unserer Geschichte, ein Juwel in unserem Erbe. Und wenn jeder in der Gemeinschaft von Anfang an sorgfältig, achtsam, wohlverhalten, von gutem Charakter gewesen wäre, und sie wären immer in voller Fleiß und in ihrem Verhalten angemessen, dann gäbe es all dieses Regelwerk des Pratimoksha-Sutra mit all diesen Regeln darin nicht. Denn wenn alle Leute sich gut verhalten, wozu muss man dann Regeln machen? Also deswegen gab es wegen dieser Vorfälle eben diese Regeln. Und wenn man all diese Regeln in dem Pratimoksha-Sutra-Text anschaut und die verschiedenen Vorfälle, die darin aufgezeichnet sind, betrachtet, dann kann man sehr wohl verstehen, was zu der Zeit der Lebensstil von Bhikshus und Bhikshunis gewesen ist. Und es ist aus der Sicht von Historikern natürlich hochinteressant, dass man überhaupt einen Begriff bekommt, wie damals diese Lebensweise war, sonst nur wegen dieser Vorfälle, sonst hätte man überhaupt keine Aufzeichnung, keinen Bericht davon bekommen. Und es ist wegen dieser Aufzeichnung der Vorfälle in dem Vinaya Sutras, dass aus der Sicht von Historikern es unglaublich wichtig und wunderbar ist, diese zur Verfügung zu haben. Das ist die Meinung der Gelehrten, die Homer, 19. bis 20. Jahrhundert. Ich möchte aber etwas hinzufügen. Wenn man das in Begriffen der tibetischen Vinaya-Texte sieht, dann gab es in dem ursprünglichen
Gruppe der Schüler des Buddha gab es die Gruppe der 5, die gute Gruppe der 5. Vorher kann man nicht von einer Gemeinschaft sprechen. Erst von dem Moment an, wo es diese sogenannte gute Gruppe der 5 gab und Buddha ihnen lehrte, Dharma lehrte und sie daraus eigene Erfahrungen und Einsicht gewonnen haben, von dem Moment an kann man sagen, dass es eine ehrwürdige Gemeinschaft oder einen ehrwürdigen Sangha gegeben hat. Und das ist wegen dieser 5 Bhikshus. Die Art und Weise, wie sie ihre Gewänder damals getragen haben, war dann im Grunde so, wie sie auch vorher schon getragen haben. Sie haben ihre Kleidung nicht verändert. Und wenn der Haushälter, normale Leute, sie anschauten und sagten, das ist ja komisch, ihr habt dieselben Sachen an wie auch Geschäftsleute. Also, wenn wir jetzt hier über Gewänder sprechen oder Roben, das sind doch einfach Tücher. Also einfach Tücher, in die man eingewickelt ist. Und dann, man wirft sich diese Tücher um als Gewand und läuft dann herum. Und wenn man darüber spricht, wie die getragen werden, dann hat das etwas damit zu tun, wie man sie umschlingt und wie sie befestigt sind. Später in Tibet wurden die Roben in 2 Abschnitten verfertigt, genäht. Am Anfang war das nicht so, eigentlich im Vinaya-Text gemäß. In Tibet hatten sich dann viele Untergewänder. Und dann einige dieser Roben haben aber noch lassen Stellen frei. In Indien war dieses Untergewand einfach ein Stück Tuch, was man sich umgeschlungen hat. Es war nicht in irgendeiner Weise zusammengenäht. Und die Haushalte haben jedenfalls gesagt, die Art und Weise, wie ihr eure Tücher umschlingt und mit eurer Gewänder tragt, ist wie die normalen Leute, wie die Geschäftsleute. Und das ist auch dem Buddha zu Ohren gekommen. Und der Buddha hat deshalb zu diesen 5, der guten Gruppe der 5, erklärt, die Art und Weise, wie ihr diese tragt hier. Es sollten in einer bestimmten Weise umgeschlungen werden, dass sie gleichmäßig fallen, nicht ein Teil länger oder kürzer herunterhängt. Er hat gesagt, so wie ihr sollt sie so tragen, dass sie um euch herum geschlungen sind. Und das könnte man sagen, ist vielleicht die erste Regel, die Buddha überhaupt gegeben hat, nämlich die Art und Weise, die Gewänder zu tragen. Wenn man die tibetische Texte des Vinaya anschaut, dann habe ich darin jetzt nicht so viel an Studien durchgeführt, aber wahrscheinlich war es genauso. In dem 13. Jahr nach dem Erwachen des Buddha, dann gab es der Bhikshu Bharata, der sich sehr in geschlechtlicher Vereinigung erfreute und dann gab es eben dafür eine Regel, dass das nicht erlaubt sei. Und man könnte also sagen, dass also viele der wichtigsten Regeln überhaupt erst entstanden sind, viele Jahre später, nicht gleich am Anfang. Und bevor es diese Regeln gegeben hat, dieser 4 Arten des Untergangs oder des Vernichtung, bevor es diese Regeln gegeben hat, kann man nicht sagen, dass die Leute sich deshalb unbedingt unanständig verhalten hätten. Nein, man könnte sagen, dass eigentlich alle diese Wandermönche, diese Leute, die auf einer Suche waren, generell in dieser Zeit solches Verhalten pflegten. Das war also ganz normal eigentlich. Sie haben sich völlig normal verhalten und deswegen auch anständig verhalten und deswegen braucht es am Anfang auch keine Regeln dafür. Aber später gab es dann eben innerhalb der Gemeinschaft auch unter der Bhikshus eine sogenannte Bande der 6 und unter den Bhikshunis gab es eine Bande der 13. Das waren jeweils eine Untergruppe der
Gemeinschaft, die sich sehr störend verhalten haben. Und es war eigentlich aufgrund ihres jeweiligen Verhaltens oder im Fehlverhaltens, dass diese Regeln hatten ausgesprochen werden müssen. Wenn man es also unter einem solchen Gesichtspunkt her betrachtet, dann waren alle diese Taten der Bhikshus und Bhikshunis der Grund dafür, dass diese Regeln überhaupt verfasst wurden. Und wenn sie sich nicht so übel verhalten hätten, dann, dann denken wir, oh, das wäre dann viel einfacher geworden. Aber deswegen haben wir diese Regeln und deswegen ist es für uns heute eigentlich in einer guten Situation. Einerseits suchen wir nach Leuten, über die wir uns beschweren können und über deren Verhalten wir uns aufregen können und die wir beschuldigen können. Aber auf der anderen Seite hier ist der Hauptunterschied zwischen Haushältern und dem ordinierten Sangha genau darin, in diesem Einhandeln der Regeln zu sehen. Wenn man diesen Unterschied sucht, denken, ach, das ist ganz einfach für die Menschen, die in die Gruppe der Haushälter fällt und die in die der Ordinierten fällt, zu unterscheiden. Und der 8. Karmapa Miki Dorje sagt dazu, dieser Unterschied ist gar nicht so einfach herzustellen. Bedenkt vielleicht, naja, weil das hängt vielleicht davon ab, wie viel Dharma man weiß. Ist das der Unterschied, um Ordinierte von den anderen zu unterscheiden? Das ist da durchaus nicht. Viele der anderen, den Nicht-Ordinierten, sind sehr bewandert in Sutras und Tantras. Man kann also nicht unbedingt die Folgerung ziehen, dass alle, die ordiniert sind, deshalb ein großes Wissen über Dharma haben und das der Hauptunterscheidungspunkt sei. Und man kann auch nicht sagen, dass es an den Tragen der Roben liegt, dass das der Hauptunterschied sei. Denn in dieser Zeit des Verfalls gibt es viele von normalen Leuten, die solche Roben oder so etwas tragen. Und dann denkt man also, oh, das sei der Unterschied, aber wenn normale Haushälter schon solche Gewänder manchmal tragen, dann wäre das schwierig zu sagen. Man könnte aber vielleicht dann sagen, na gut, das sind diejenigen, aber die sehr viele Gebete und Wünsche aussprechen und vortragen, aber auch das gibt es unter anderen, die nicht ordiniert sind. Es gibt also keine spezielle Möglichkeit, denkt man vielleicht, die zu unterscheiden. Doch, die gibt es. Das, was wir jemand ordiniert bezeichnen, ist jemand, der sich abgewandt hat von dem weltlichen Sinnesgenuss und ein gutes Verhalten pflegt, in Zufriedenes, wenig Verlangen und Zufriedenheit pflegt, ein gutes Verhalten in Körper, Sprache und Bewusstsein mit Achtsamkeit einhält und sich im guten Verhalten von schlechten Tun abwendet. Und das hat etwas mit Zufriedenheit zu tun. Wenn Leute wenig Verlangen haben, die einfach zufrieden sind mit dem, was sie haben, ohne dass sie viel Dinge benötigen und dass sie immerzu achtsam sind, sorgfältig, umsichtig in Körper, Sprache, Bewusstsein, dann ist es einfach, sich zu entschließen. Das wäre so vielleicht, wie man eine Wunde hat. Und wenn wir so mit einer Wunde herumlaufen, dann anstoßen mit unserer Wunde an irgendetwas Kantiges, Scharfes, dann tut das sehr weh. Und es heißt, dass deshalb die Ordinierten, dass sie immer in Sorge sind, dass etwas Ungutes durch sie geschehen könnte. Und es heißt, dass eben der Entschluss so in einer solchen Gruppe beizudringen darin ist, dass man aufhört, neidisch zu sein auf andere und nach den Fehlern der anderen zu schauen.
seinen eigenen Gemütswallungen, Geistesstörungen zu zähmen, darin den Stolz zu besänftigen, so viel man eben kann, und in einem guten, außerordentlich guten Handlungsweise in Körper und Sprache und Bewusstsein kommt, so gutartig und wohlverhalten, dass selbst nicht nur Menschen, sondern auch Götter, Wesen sich davon beeindruckt finden und in voller Ehrerbietung sagen, wenn ich würde gerne so werden wie du. Du bist mir ein Vorbild. Bitte gib mir eine Ermutigung, dass ich auch so sein kann wie du. Sie werden sozusagen zu einer Quelle des Schutzes oder des Vorbilds, die der Preisung würdig sind. Das ist, heißt es, jemand, den ich als ordiniert bezeichne, den ich als ehrwürdig bezeichne, den ich einen Dharma-Übenden nennen möchte. Und der Hauptunterschied zwischen jenen, die Haushalter sind oder Ordinierten, es ist aufgrund des feinen Regeln des Vinaya, dass wir sagen können, jemand, der diesen Regeln folgt, ist höherwertig. Wenn es aber nicht diese Leute gegeben hätte, die damals sich so übel mit Fehlverhalten gegen so viel Aufsehen erregt hätten, dann hätte es damals keine solche Regeln gegeben. Das heißt auch in einigen Mahayana Sutras, dass der Bhikshu von Udai, der Bhikshu Udai, der aus der Sechserbande der Mönche, unter Devadatta, in einigen Sutras heißt es, dass sie eigentlich vielleicht Ausstrahlung des Buddha seien. Da könnte was dahinter stecken, wenn man von der historischen Situation hier das betrachtet im Rückblick, und denkt, erstmal denkt man, das ist doch merkwürdig, wie sollten solche Leute die Ausstrahlung des Buddha sein, dass sie sich so verhalten. Aber vielleicht ist es da etwas sehr Wichtiges und Hilfreiches, was darin zu verstehen sein könnte und dass sie vielleicht tatsächlich Ausstrahlung des Buddha waren, Verkörperung des Buddha. Jetzt sprechen wir über Pratimoksha. In Pali heißt das Patimokkha und im Sanskrit heißt es Pratimoksha Sutra. In Pali, also Patimokkha. Das wird als das Sutra der persönlichen Freiwerdung bezeichnet. Und das bezieht sich auf einen Text im Vinaya. Dieser Text mit 250 und mehr Regeln ist unter dem Namen Pratimoksha Sutra bekannt, hat all diese Menge der über 250 Regeln darin. Alle Regeln des Vinaya ausgesprochen. Es zeigt all die Regeln, aber es zeigt nicht das Ritual des Handelns, des Aktivwerdens, ist darin nicht beschrieben. Wenn man das Wort Pratimoksha mal betrachtet, das ja ein Sanskrit-Begriff ist, wenn man es ins Tibetische übersetzt, dann wird die Bedeutung als bestimmt, zum Beispiel anhand eines Kommentars von Vimalamitra zum Vinaya, in dem er 3 verschiedene Bedeutungen angibt. Und die erste Bedeutung ist Prati, bedeutet hier persönlich. Also Moksha heißt Freiwerdung, also individuelles Freiwerden. Das heißt im Grunde genommen, dass dies die individuelle, die persönliche Freiwerdung beschreibt. Also jemand,
der diese Art des geregelten Lebens betreibt, um sich zu retten aus den niederen Daseinsbereichen, weil wenn man es ist eben nicht in erster Linie, dass man jemand anders davon abhält, in niedere Lebensbereichen geboren zu werden, sondern man beschützt sich selber davor. So ist es also individuelle, persönliche Freiwerdung aus den Tiefen von Samsara. So, eine zweite Erklärung ist, dass Prachi zuerst bedeutet und Moksha wieder Freiwerdung. Also, dann wäre die Bedeutung die erste Freiwerdung, wenn man das zusammen ausspricht, also die erste Freiwerdungsmoment. Und das ist der erste Moment, wo diese Entscheidung getroffen wird, diese Regeln zu folgen, also diese Vorsatz zu fassen. Und in diesem Moment ist man frei geworden von dem Folgen früheren unguten Fehlverhaltens. Zum Beispiel, wenn man ein Schlachter gewesen wäre und jetzt und dann dann wäre das, wenn man selbst wenn ein Schlachter jetzt niemand mehr nicht mehr schlachten würde, aber vielleicht selber eben keinen Unterschied macht, ob er jetzt jemand schlachtet oder nicht, ein Wesen schlachtet oder nicht. Aber wenn man dieses Entschluss zu dem Bhati Moksha Vorsätzen gefasst hat, dann ist es automatisch entschieden, dass man dies nicht wieder tun wird. Man wird also frei von diesen Folgen früheren Handels. Das dritte ist an Möglichkeiten, dass das Wort Prati auch sowas wie Methode bedeuten könnte. Und dann wäre Moksha wieder Freiwerdung, also eine Methode des Freiwerdens. Dann wären diese Vorsätze eine Methode der Freiwerdung. Wenn man über die Vorsätze nur im Einzelnen spricht, die innerhalb dieses Bhati Moksha, dieses Vinaya zu fassen sind, dann spricht man aus dem Begriffen des Mula, Savasta, Vada, Vinaya, Schriften von 5 Gruppierungen, die anhand der 5 Verfehlungen orientiert sind. Ich möchte aber heute sprechen über die Art und Weise, wie es im Pali-Kanon, im Pali-Vinaya unterschieden ist in 8 Kategorien. Und was sind diese 8? Das erste sind sozusagen der Untergang, das zweite ist die Erinnerung für den Sangha, die dritte ist die ungewissen Dharmas, dann die Verfehlung, mit Untergang, die Verfehlung, dann gibt es die man bereuen kann, die Eigenschaften und verschiedenen Eigenschaften, in denen zu üben ist und dann jene Arten von Qualitäten, um Streit zu schlichten. Wenn man diese 8 Kategorien spricht, dann neben diesen, oder ich möchte vielleicht erst vorausschicken, ich beschreibe es so, wie Vinaya in 8 Kategorien unterteilt wird, im Einklang mit den Pali Sutras. Das ist natürlich eine sehr große Gruppe von Regeln darin enthalten, die ich nicht im Einzelnen besprechen werde. Das wäre erstens unangemessen, wir haben aber auch nicht die Zeit dazu. Ich möchte aber, und wie viel jeweils in den einzelnen Kategorien enthalten sind, das ist vielleicht hilfreich, so drüber zu sprechen, über diese Kategorien und wie viel daran enthalten ist. Und das ist nicht nur im Mula Savastava, den Traditionen so. Man könnte auch sagen, dass da
ein Vergleich der verschiedenen Regelwerke, die wir heute in den verschiedenen Lehr- oder Überlieferungsrichtungen finden können. Darüber zu sprechen wäre sicher auch sehr hilfreich für uns, wenn wir so eine vergleichende Studie der Unterschiede in diesen Regelwerken der überlieferten Traditionen haben könnten. Und wir sprechen also heute über diese acht die verschiedenen Texte und die da zugrunde liegen. Da gibt es also zunächst mal diese Pali, Patimokkha, das ist wahrscheinlich von der Sthavirta war es die Schule, das der oder Theravada heutzutage bezeichnen würde. Etwas, das in der Theravada-Tradition weiter vermittelt wurde. Und dann gibt es auch die Mahasangika-Gruppe, die am Anfang nur in der chinesischen Tradition übermittelt war. Dann später gab es auch eine Sanskrit-Version davon, ein Text. Das ist die Mahasangika-Gruppe. Das ist eine der 18 verschiedenen Gruppierungen. Das ist Teil dieser der Gruppe des Vinaya und das kommt aus dem Mahasangika-Schule. Dann haben wir das nächste, ist die Pratimoksha Sutra der 5 Schriften. Und das kommt aus der Dharma-Gupta-Tradition. Und dann gibt es noch den Sutra der Freiwerdung. Das ist praktisch der gesamte Korb der Vinaya-Texte. Und das ist der Kashapir-Schule zu rechnen. Also jede der die Vinaya-Texte der verschiedenen 18 Schulen hier zugrunde legt. Danach finden wir die Sarvastivada Vinaya. Das ist eine wieder dieser 18 Gruppierungen der Schülerschaft, die auch einen eigenen Vinaya-Textgruppe haben. Und so ein alter Text und Manuskript hat sich in den Dunhuan-Höhlen gefunden. Das ist vielleicht einer der frühesten Überlieferungen. Dann haben wir noch einen anderen Text, der ein Sutra über die Ursachen und Bedingungen von Vinaya. Das 1930 herum von einem französischen Gelehrten beschrieben ist. Das sind 5 verschiedene Texte. Das sind viele in Begriffen, also der verschiedenen Regeln, Werke, die
Früher, die vorausgehend waren, sollte, dass jede einzelne Richtung ihre eigene Regelwerke haben. Und dann hat man dazu die Sanskrit-Überlieferung und die chinesischen, und die aber oft dann nur eine einzige von diesen abbilden, von diesen Überlieferungen. Und dann gibt es die Mula Sarvastivadin-Tradition. Auch wieder eine von den 18 Untergruppierungen, oder manche Leute sagen, dass es 20 gegeben habe. Aber in der tibetischen Überlieferung ist die Mula Sarvastivadin-Tradition gepflegt worden. Und das Manuskript, was hier zu unserem Vergleich uns vorliegt, ist ein Sanskrit-Manuskript, das ein indischer Gelehrter in Kaschmir geforscht hat, gefunden hat. Also eine Gegend in Kaschmir, die heute unter pakistanischem Einfluss ist. Und Gilgit liegt in Pakistan heutzutage, war aber wohl eine tibetische Region ursprünglich, aber später aus irgendwelchen Gründen an Kaschmir vielleicht verloren wurde, wie auch immer. Gibt es in Pakistan so einen alten Stupa, worin sich ein sehr gut erhaltenes Manuskript gefunden hat. Und das andere Werk dazu ist die tibetische Übersetzung des Bharati-Moksha Sutra, die in unserem Kanon enthalten ist. Und was auch in der gesamten Menge aller Vinaya-Texte des Vinaya-Korps enthalten ist. Und eine chinesische Übersetzung gibt es auch, dieser Mula Sarvastivadin Übersetzung dieser Vinaya-Regeln. Und da gibt es einen weiteren Text, der Mahavira-Tradition zugehört, was aber eigentlich mehr so ein Lexikon ist, in dem eine Liste aller Begriffe aufgezählt ist und der Kategorien der Mahavira. Jetzt gibt es einige Texte, die darin enthalten sind, die aber nicht wirklich Vinaya-Texte sind, die aber so eingeordnet wurden unter Vinaya, die nicht tatsächlich die Vinaya-Regeln bezeichnen, aber mit den Themen des Vinaya verbunden sind. Und das ist ein Sutra, der halt die Frage des Upalis Frage zur Bestimmung von Vinaya inhaltet. Also nicht eigentlich ein Vinaya-Text, und dann gibt es und die Art und Weise, wie hier das präsentiert wird, ist nicht so, wie es im Vinaya selber dargelegt ist, aber vielleicht von einer anderen Überlieferungsrichtung kommt, und einige Gelehrte meinen, dass es eben eine andere Herkunft hat. Und dann gibt es einen weiteren wichtigen Text, der die 20 klaren Punkte über Vinaya, was auch in Chinesisch übersetzt ist, durch Paramatha. Und das gehört der Samatya-Schule zu. Und dann noch ein weiterer Text ist der Sutra der 5 Qualitäten oder Eigenschaften, die Mönche haben sollten, durch einen chinesischen Gelehrten Dharma Deva übersetzt. Und zu allerletzt ist da Mahaparinivarna Sutra, Mahayana-Text. Worin auch alle diese Regeln des Bharati-Moksha darin enthalten sind oder aufgelistet sind. Also eine Sache, die ich hier darlegen möchte, ist, diese 18 Texte, die ich eben jetzt hier vorgetragen habe,
sind gewissermaßen Handschriften oder Manuskripte, die Sri Lanka Theravada, dem Mahasangika Mahisha Mahaguptaka oder die Kashapia-Gruppe, die Sarvastivada, die Mula Sarvastivada und die Samatya-Schule enthält. Also die Vinaya der 8 verschiedenen Traditionen enthält. Und das Mula Sarvastivada Regelwerk ist ziemlich ähnlich zu dem Sarvastivada. Wenn man die nicht als verschiedenartig ansehen möchte, dann sind es nur 7. Und dann könnte man noch den Text, der die Frage von Upali beinhaltet, zur Klärung von Vinaya. Das ist manchmal in anderen Beschreibungen als separat gesehen und dann werden es wieder 8. Es ist nicht ganz klar, aus welcher Tradition dieser Text stammt, aber nicht, wie einige sagen, Mula Sarvastivada Tradition zugehört, aber da gibt es Widersprüche, denn wenn man Mula Sarvastivada mit den anderen vergleicht, dann gibt es hier schon Unterschiede. Und dann Mahasangika Vinaya, die ihrerseits sehr schwierig zu finden. Da gibt es ja wenig Texte dieser Mahasangika Vinaya Ausrichtung. Deswegen sind diese Texte selber hier ausgesprochen wichtig als Referenzpunkte oder Zeugen. Ich habe also hier diese 18 verschiedenen Texte in Verbindung mit den 8 Gruppen behandeln. Vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um 30 Minuten Pause zu haben. Wir haben also eine 30-minütige Pause jetzt. 다시 한번 다 등기지 류액이 류화단 제약이 있으려면 적어도 딱 하나 류화단 제약이 이제 접이에요. Es sind also insgesamt, wie ich darüber gesprochen habe, die 18 verschiedenen Arten von Vinaya-Texten oder Texten, die mit dem Vinaya-Regelwerk in Verbindung stehen. So, was ist der Unterschied also zwischen den verschiedenen Richtungen, überlieferten Richtungen in ihrer, der Unterschied in der Zahl der Regeln, die sie einhalten oder der Art der Regeln, die sie einhalten. Und ich habe mich dann versucht, damit ein bisschen zu beschäftigen. Als ich das Thema beleuchtet habe, war das Ergebnis, und ich habe es hier zusammengestellt als 7 verschiedene Arbeiten zu dieser vergleichenden Untersuchung der Vinaya-Überlieferungen. Das erste dieser Texte, dieser Studien, wurde 1926 durch den japanischen Gelehrten Nakai Makoto veröffentlicht. Er hat eine vergleichende Studie der verschiedenen Vinaya-Texte in einer Zeitschrift über religiöse Studien veröffentlicht. Und ein weiteres ist das von Waldschmidt 1926, der gerade sich mit den Bhikshuni Pratimoksha Sutras auseinandergesetzt hat. 1927 war es dann der japanische Gelehrte Watsuji Tetsuro, der im Journal über die Philosophie der ursprünglichen buddhistischen Philosophie einen Text verfasst hat, der diese ursprünglichen Vinaya-Schulen miteinander in Verbindung bringt. Das war der Gelehrte Nishimoto. Da ist ein Schreibfehler hier reingeraten. Der 1928 eine vergleichende Untersuchung
veröffentlicht hat. Nishimoto. Ich möchte das nochmal erneut jetzt korrigiert zeigen. Die vorige Version hatte einen Schreibfehler. Also der japanische Gelehrte Nishimoto. Die Nummer 4. Nummer 5 ist ein Werk bei einem japanischen Gelehrten erneut von Akonuma Shizen. Der hat ein Werk verfasst über die Pratimoksha Sutras im Vergleich des Wortlauts und dann derselbe Gelehrte Akonuma Shizen hat erneut ein Werk veröffentlicht, hat eine Tafel, um die verschiedenen Regeln der Schulen miteinander zu vergleichen, über die Pratimoksha Details in den Überlieferungen, vergleichende Tafel. Und ein 7. ist ein Professor aus der Universität in Sri Lanka, in Ceylon, damals Parhoff, Professor Parhoff, der seine Veröffentlichung hier zum Vergleich der Schulen veröffentlicht hat. Diese Tafel basiert auf den Untersuchungen der bereits vorausgegangenen 7 Gelehrten, verbindet ihre vergleichenden Studien. Dieser Hirakawa Akiras Untersuchung, seine vergleichenden Studien zum Vinaya Pitaka. Seine Tafel, also weiter oben habe ich vorgestellt, die 6 verschiedenen gemeinsam vergleichenden Studien, und er hat all die zusammengefasst in eine neue hinein. Daraufhin hat Hirakawa Akira seine weiter verfeinert und hat die Unterschiede noch deutlich ausgestellt. Jetzt werde ich also die Tafel von Hirakawa Akira vorstellen. Und er gibt uns praktisch all die Menge der verschiedenen Regeln in den einzelnen. Wenn man auf diese Zahlen der Regeln schaut, dann scheint es, dass alle diese verschiedenen Überlieferungsrichtungen unterschiedliche Anzahlen von Regeln befolgten. Und nicht nur das, dass selbst in derselben Tradition folgen verschiedene Zahlensummen herauskommen, zum Beispiel in der Savastavadan und der Mula Savastavadan. Und da gibt es 3 Untergruppen insgesamt. Und es ist also durchaus nicht endgültig und definitiv, dass also eine bestimmte Zahl von Regeln nur vorhanden sind. Und der Grund, warum verschiedene moderne Gelehrten also heutzutage darüber sprechen, dass wohl verschiedene spätere Generationen zu diesen Regelwerken Anfügungen vorgenommen haben. Und das scheint ein naheliegender Verdacht, denn weil es so Unterschiede gibt. Und die Tatsache, dass es so viele Unterschiede gibt, zeigt, dass die späteren Generationen zu dem Regelwerk hinzugefügt hat oder die Zahl vermindert hat. Das ist die Rede der modernen Gelehrten. Der Hauptunterschied, wenn man hinschaut, wenn man über Unterschiede hier sprechen möchte, das hat in der Regel mit der Anzahl der Schulungen zu tun. Es gibt also verschiedene Schulungen. Das sind kleinere Unterschiede. Zum Beispiel in der Savastra sind 112 solche Schulungen. Und da ist in diesem Bereich der Schulung findet sich der größte Unterschied. Wenn man über die gesamte Struktur nachdenkt,
dann ist die Grundstruktur ist überall die gleiche. Dieselbe Struktur dieses Regelwerkes in allen diesen Texten. Aber selbst wenn die Struktur dieselbe ist, wenn man die Regeln zusammenzählt, um eine Gesamtzahl zu bestimmen, dann sind da Unterschiede. Diese Unterschiede in den Gesamtzahlen, ohne dass die Struktur sich unterscheidet, die Hauptregeln sind alle die gleichen. Der Hauptunterschied liegt darin, dass in den kleineren Vergehen der japanische Geräte sagt, dass die Gesamtzahl der Regeln meistens überwiegend die gleiche sind, also offensichtlich aus der gleichen Quelle kommen. Wenn sie aus verschiedenen Quellen kämen, dann müssten sie die meisten unterschiedlich sein. Also in der Kategorie der kleineren Vergehen, da finden sich solche Unterschiede. Jetzt nochmal auf die 8 verschiedenen Kategorien zurückgehen. Und ich werde mal jede von ihnen im Einzelnen besprechen. Das erste hier sind sozusagen die Untergang oder Ruin. In Pali heißt das. Es gibt verschiedene Benennungen in Pali und Sanskrit, kleinere Unterschiede in der Benennung davon. Alle Vinaya sagen, dass es 4 Ruinen oder Vernichtungen gibt für Bhikshus und da befindet sich kein Unterschied in all den Traditionen. Ich muss die also nicht im Einzelnen hier besprechen. Das nächste sind die Erinnerungen des Sanghas. Das gibt es 13, das findet sich auch bei den anderen überall ohne Unterschied. Das nächste sind die ungewissen Eigenschaften in der tibetischen Mula Savasthavadi-Tradition. Werden sie nicht als Untergang oder Ruin bezeichnet, sondern von der Situation abhängig. Aber hier sind sie eine eigene Kategorie. Das sind 2 in allen Traditionen. Aber im Sutra, das von Upali erfragt ist und in dem Sutra der 5 Dharmas der Bhikshus sind sie nicht aufgeführt. Das nächste sind der Verfall und dann gibt es eben also solche Art von Untergang mit Verlust und da ist aber der Text nicht immer der gleiche, aber die Anzahl ist die gleiche. Und dann kommen wir zu den Verfehlungen, wo manche haben 92 oder 95, einige sagen es sind 92 in dem Sutra von Upali gefragt, darin in den 5 Dharmas der Bhikshus, darin sind es 92 aufgezählt. Und solche, die 91 aufzählen, ist in der Dharma-Gupta-Tradition und im Sarvastivada, der sozusagen Klärung des Vinaya genannten Text und im Sutra der Freiheit, da sind 92 solche Verfehlungen aufgeführt. Und das tibetische Werk, das aus der Mula Savasthavati-Tradition kommt, zählt 90 auf. Aber in dieser Tafel ist es mit 91 aufgeführt. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, der einfach das nur dort falsch zusammengezählt hat. Manchmal ist der Unterschied nur
dass hier gar kein eigentlicher Sinnunterschied ist, sondern dass manche Regeln, mehrere Regeln in eine zusammengefasst dargestellt und aufgezählt sind und im anderen Fall getrennt. Und das, was zum Beispiel zwei Regeln in ein Mulla-Savasta als eins bezeichnet werden, und im anderen werden sie als zwei verschiedene bezeichnet. So scheint es mir, weil die Gesamtstruktur die gleiche ist. Das sind vielleicht der Unterschied zwischen ein oder zwei. In der 8. Kategorie, das sind die bereuenswerten oder die Qualitäten, die bereut werden können, bereuungsfähige. Die sind 4 davon für den Bhikshu und das sind in allen Traditionen das Gleiche. Im 7. heißt es die zahlreichen Eigenschaften, und das sind eigentlich, wie man sagen würde, die kleineren Verfehlungen, und sie sind in all den verschiedenen Traditionen auch mit unterschiedlicher Zahl. In der Nepal-Tradition sind zum Beispiel in der Pali-Tradition 74, in dem Mahasanga sind 67, nach der Sutra der Erfragt von Upali sind es 72 und in dem Mahashasaka und der Dharma-Guptika-Tradition sind es 100 verschiedene solche kleineren Verfehlungen. Im Pratimoksha Sutra, die in Dunhuang gefunden wurde, sind es 107. Und die Mula Sarvastivada Tradition zählt 96 auf. Die tibetische Übersetzung das ist die chinesische Übersetzung aus dem der Sanskrit-Text desselben. In dieser Mula Sarvastivada Tradition kommen sie auf 112. Aber in der Tafel hier sind nur 108 aufgezählt. Das muss nochmal genau geprüft werden, ob es sich da um einfach einen Additionsfehler handelt oder was auch immer. Und die letzte Kategorie ist also die Qualitäten, die zum Schlichten von Streit gedacht sind. In dem Sutra von Upali erfragt, ist diese Kategorie überhaupt nicht aufgezählt, ebenso in den 20 Punkten, die den Vinaya erklären und im Sutra der 5 Dharmas der Bhikshus. Ich habe also die 18 verschiedenen Unterrichtungen hier dargelegt und in der Tafel miteinander verglichen. Das ist, manchmal sieht man, dass die Gesamtzahlen die gleichen sind. Das heißt aber nicht, dass die Gesamtzahl die gleichen ist, dass die Regeln die gleichen sind. Zum Beispiel gibt es in der einen Tradition, der Bali-Tradition, viel mehr an kleineren Verfehlungen. Aber wenn man also den Grundtext vergleicht, meint man, das ist eine große Zahl. Wenn man die Kommentare dazu liest, dann werden diese Punkte wieder anders. Andere Punkte auch noch erwähnt. Also man kann nicht sagen, dass manchmal Punkte in anderen Aufzählungen getrennt aufgeführt werden, wo sie sonst zusammengefasst dargelegt sind. Also wie gesagt, kommt man auf 272 in der Mahasangika oder Pali-Tradition oder Mahashasaka und Dharma Guptika. Dharma Guptika. Dann gibt es die Sarvasati-Tradition, gibt es eine längere Tradition und mit dem Pratimoksha Sutra Sarvastavada. Das sind in erster Linie solche, die in der chinesischen Überlieferung als Sarvastavada begriffen wird.
wie bereits vorher beschrieben. So gibt es ein Vinaya in den 10 Aufsagungen. Dann gibt es Mula Savastivada und das chinesische und andere Übersetzungen. Dann Mahavyutpati wird ebenso aufgezählt. Nicht der Mahavibhasha, sondern das Mahavyutpati. So ist Mahavyutpati. Dann gibt es die 22 Erklärungen oder Klärungen des Vinaya und dann die 5 Dharmas der Bhikshus und Paranirvana Sutra. Das sind die 18 verschiedenen Texte, die Vinaya bezogen sind und mit jeweils den unterschiedlichen Gesamtzahlen an Regeln darstellbar sind. So. So gründet auf ihre vergleichende Studien von Harakiba Akira und der sich wieder auch auf die anderen vergleichenden Studien gründet. Und wenn ich diesen Text hier als Grundlage für diese Tafel verwendet habe, dann muss man in einige von diesen Unterschieden in den Gesamtzahlen schon hineinschauen. Und kurz gesagt hat der japanische Gelehrer Akira Hirakawa Akira, der sagt, dass in Pali 227, wenn der für Bhikshus aufgezählt wird, in Tamagupta, hat man das 250 für die Bhikshus und 364 mit der Mula Savastivada, aber da verschiedene Unterschiede. Und er sagt, das sind verschiedene Zahlen, aber der Hauptunterschied ist die 4 Grundvernichtungen oder Arten von Ruinen, die gleichen sind, und die Hauptstruktur, dass diese gleich sind, zeigt, dass die zu einem frühen Zeitpunkt formuliert sind und entschieden wurden. Wir sagen manchmal im Tibetischen, so wie Sakya Panditas, eine Zusammenfassung der 3 Arten von Verpflichtungen oder Vorsätzen, Pratimoksha, und wenn man diese sieht, wie die verschiedenen Schulen sich gegenseitig darüber debattiert haben und ja, unterschiedlich aufgefasst haben, wie man solche Verfehlungen wieder gutstellen, wie man sie richtig stellen kann und so weiter. Und dann gibt es so viele Unterschiede, die sich gegenseitig widersprechen. Und was erlaubt ist und was in dem einen ist, bei dem anderen Regelwerk nicht gestattet, so sagt es Sakya Pandita. Aber wenn ich tatsächlich auf diese 18 verschiedenen Richtungen schaue und das als die Quelle bezeichne, dann kann ich mir vorstellen, dass Sakya Pandita das so aufgefasst hat. Und das war die Zeit der vedischen Könige.
dass sie damals aus den verschiedenen, die Mullah Savastava-Tradition ausgewählt haben. Ob das damals die wichtigste war, das ist jetzt nicht so ganz klar, aber dass sie aber dieser Richtung, es ist nicht erlaubt war, die andere zu übersetzen, als genau nur die Texte der Mullah Savastava-Tradition. Und die anderen waren nicht gestattet, sie zu übersetzen. Deswegen war es sehr schwierig für tibetische Gelehrte, da überhaupt eine Quelle, eine Forschung durchzuführen. Es war sehr schwierig herauszubekommen, überhaupt einen Begriff dazu bekommen, was der Unterschied denn sein könnte zwischen den verschiedenen Traditionen. Ich denke, dass Sakya Pandita dem Wort nachgehend, dem Sprichwort, in der Erklärung der anderen Gelehrten sich angeschlossen hat. Aber heutzutage haben wir die Möglichkeit, all diese verschiedenen Traditionen im Einzelnen zu betrachten und sie gründlich miteinander zu vergleichen. Wir brauchen uns also nicht auf die Gerüchte und die verschiedenen Vermutungen an der Vergangenheit zu verlassen, sondern können selber tatsächlich einen Blick hineinwerfen in die Regelwerke der verschiedenen Traditionen. Und dann, da ist es ausgesprochen wichtig, dass wir solche Betrachtungen anstellen. Und der Grund dafür, dass man früher Mullah Savastava dafür die autoterative Richtung gehalten hat und dann auf der anderen Seite über die 18 oder 20 spricht und davon aus all diesen 18 oder 20 eine herauszuwählen und zu sagen, das ist die einzig richtige, das ist doch sicher sehr schwierig. In einigen Texten heißt es, dass alle diese 18 Schulen letztlich die Lehre des Buddhas sind und darin sich einig sind. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Ich denke, in der Vergangenheit heißt es so gesehen worden, als ob die 18 jeweils behaupten, wir haben die richtige und ihr habt nicht die richtigen Weg. Wir haben den richtigen Weg jeweils und die anderen haben nicht den richtigen Weg. Dass so eine Einstellung, so eine Meinung über diese 18 Schulen sich verbreitet hat. Was Atisha dazu sagt, ist, und Atisha war schon unterschiedlich, er hat dieses Leben, das Ausleben vor der Regeln gestellt über die verschiedenen Lehrrichtungen. Und es gab zu dem Zeitpunkt schon verschiedene von diesen Überlieferungsrichtungen. Er war unparteiisch und hat alle Texte damals angeschaut. Und er hatte die Möglichkeit, dann sich mit all diesen verschiedenen Lehrrichtungen zu beschäftigen. Und aus diesem Grunde wenn wir dann über die Kadampa-Tradition nachdenken, die auch sagen, dass dies all die Worte des Buddhas sind, dass alle diese 18 Richtungen, dass man im Hinblick auf all diese 18 keine Parteilichkeit verfallen sollte, sondern sie alle als die Worte des Buddha, als die Lehre des Buddha ansehen sollen. Wenn man die Unterschiede in den 18 verschiedenen versucht zu schauen und genau zu sehen, was ist denn deren Lebensregel, die Lebensweise, die daraus erfolgt. Oder so, wie es ein japanischer Gelehrter sagt. Alle diese Regeln, die der Buddha gesagt hat, sind auf einem Vorfall gegründet. Wenn es einen Vorfall gab, dann hat er dafür eine Regel gemacht. Deshalb sind diese Geschichten dem Vinaya-Text, diese Regeln im Grunde genommen Aufzeichnungen der Vorfälle, die damals geschehen sind. Wenn man da im Detail nochmal darauf schaut, dann kann man bei dem Lesen dieser Texte wenn man da das Lebensstil in den Klöstern, wie die damit zur Kenntnis nimmt und sieht, wie sich der Lebensstil
geändert hat und welche Arten von Ritualen sie entwickelt haben, in Handlung zu kommen. Wenn man das von diesem Blickpunkt her sieht, dann wird dir deutlich, wie sich das Gemeinschaftsleben des Sangha darin entwickelt und organisiert hat, nach und nach. Sind ja am Anfang vielleicht nur 2 oder 3 und dann mehr und mehr an Regeln des gemeinschaftlichen Lebensführung oder des geregelten Lebensweise, die sich dann herausgebildet haben. Und dann ist es ja so, dass der Buddha am Ende dann nicht jemand benannt hat, der sagt, das ist mein Repräsentant, der jetzt in dieser Welt hier meine Lehre weiterführt, und er hat keinen einzigen Lehrer oder Führer bestimmt, der jetzt dann nach ihm zu sagen habe, was richtig ist und so weiter. Und wenn es da also 2 verschiedene Sangha-Gruppen gibt, dann hatten sie eigentlich nur die Möglichkeit, sich gegenseitig zu respektieren und sagen, wir haben eigentlich dieselben Grundwerte. Oder eben nicht. Und dann haben sich vielleicht verschiedene Untergruppen gebildet. Um also Einigkeit zu bringen, gab es also diese Zeremonien der Handlung, wie es heißt, oder Entscheidungsfindung. Und wenn man ein solches Ritual durchführt, dann müssten alle daran teilnehmen, an diesem Versammlung, jeder. Aber tatsächlich sind dieses Ritual der Handlung ist eine Versammlung, worin sich alle zu einer Unterredung, zu einer Aussprache gefunden haben. Der gesamte Sangha hatte darin zu sein. Und wenn es nötig war, dass alle zusammenkommen, dann haben sich auch alle zusammengefunden, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und in der Tradition heißt es, wenn der einer dagegen ist, dann kann man keine Entscheidung treffen. Und deswegen war es sehr wichtig, dass sie zu einer einträchtigen Entscheidung kam. Und das also die Einigkeit hatte einen sehr hohen Wert innerhalb des Sangha. Da möchte ich darüber sprechen, wer hatte jetzt in einem solchen Sangha-Gemeinschaft die Autorität oder die Führungsrolle in der ursprünglichen Zeit der Lehre des Buddha. Wer hatte das Sagen gewissermaßen? Der indische Gelehrte S.R. Goyal, der bereits erwähnte, sagte, dass während der Lebenszeit des Buddha dass der Buddha als ein Leiter oder Führer innerhalb des Gemeinschaft anerkannt war. Was gibt es dafür einen Beweis? Der Grund dafür ist, dass nämlich für alle Mitglieder des Sangha die erste Regel war, dass man überhaupt, um der Teil der Gemeinschaft zu sein, die Zuflucht nehmen oder Schutz aufsuchen musste, also Buddha, Dhamma und Sangha. Und um das zu tun, muss man sich in den Schutz des Buddha begeben. Deswegen war das ganz natürlich, dass der Buddha als der Führer des Sangha zu sehen war. Aber muss man sagen, dass es viele religiöse Gruppen zu jener Zeit in Indien gegeben hat, wenn man die Anführer der anderen Gruppen sich anschaut. Der Unterschied zu den anderen Führern im Vergleich mit dem Buddha ist, dass diese höchsten Anführer ihrer jeweiligen religiösen Gruppierung also, dass sie auch eben Gemeinschaften waren, die jeweils ihre
ihren Lebensstile hatten und dass die Anführer dieser Gruppen auch ihre Lehrer waren. Das war also sagen der Anführer, der eine Entscheidung traf zu jener Zeit, wenn es eine Entscheidung brauchte. Und so war es in all diesen verschiedenen religiösen Gruppen zu der Zeit in Indien. Also diejenigen, die nicht Mitglied dieser Gemeinschaft waren, haben mal sich gefragt, wer wird der Nachfolger des Buddha werden? Wer wird der Anführer dieser Gruppe werden, wenn der Buddha nicht ist? In jener Zeit hatten die anderen Gruppierungen diese Tradition, dass jeweils ein Lehrer seinen eigenen Nachfolger benennt. Aber diese fragten sich, ob das da in dieser Gruppe des Buddha auch so sein werde. Und dann sprechen wir auch über den Streit zwischen Devadatta und Buddha. Und dann denkt man, oh, Devadatta muss ja irgendwie ein Dämon gewesen sein oder von einem Dämon besessen. Aber am Ende zeigte sich, dass er kein Dämon ist, sondern ein Mensch ist, wie der Buddha auch. Er war der Cousin des Buddha. Jedenfalls gab es einen großen Meinungsunterschied zwischen Buddha und Devadatta, weil Devadatta die Hoffnung hatte, dass er der Nachfolger des Buddha werden könnte. Er hatte diese Hoffnung. Nicht nur hatte er diese Hoffnung, man sagte es auch, sprach es auch aus. Und der Buddha das gesagt hat und sagt, gib mir alle deine Schüler, ich werde mich um sie kümmern. Der Buddha hat das nicht angenommen, dieses Angebot. Der Buddha hat seine Schüler nicht Devadatta übergeben. Und hat sichergestellt, dass die Gemeinschaft, der Sangha, mehr einen demokratischen Prozess gehen sollte. Und dass der Unterschied ist, dass in einem königlichen Tradition jeweils der jeweilige Führer es an einen anderen übergibt, aber in einem demokratischen Prozess ist es die Gemeinschaft, die Öffentlichkeit, der die Macht zukommt, die Entscheidungskraft oder Gewalt. Das sagt der indische Gelehrte auch. Wenn man den Buddha den Lehrer nennt, dann ist es bloß derjenige, der den Rat oder die Empfehlung gibt. Und wenn man sagt, der Lehrer ist derjenige, der die Befehle gibt und die höchste Autorität über den Sangha hat, dann ist das nicht das, was der Buddha selber als seine Rolle gesehen hat. Man muss also Sangha hauptsächlich als etwas sehen, was einem demokratischen Entscheidungsprozess folgt. In gleicher Weise, der Buddha sagt, ihr müsst euer eigener Schützer sein. Nehmt den Dharma als euren Schutz und eure Zuflucht. Und nicht zur Zuflucht nimmt bei einem anderen, von außen kommenden Nachfolger.